Wo hast du ihn? Da. Da ist das Füdli. Jö, ist der herzig. Ja, aber ist ja so ein kleiner. Der mag nicht mal auf meine Hände. Ja, jetzt fast. So. Wo ist deine Hand? Ich habe so näher angezoomt. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Je. Ich kann es gar nicht recht vorstellen. So. Der kleine Kerl hier. Je, ist der herzig. Oh, jetzt muss ich schauen, dass es nicht runter. Hopp. Hast du gesehen? Ja, ist runtergekommen. Ja. Hat viel so dunkle. Leider hat das Wetter gar nicht mitgemacht und so sind wir wieder weggefahren von Röme Richtung Ribe. Ob das Wetter wirklich hebt, wissen wir nicht, aber wir hoffen das Beste. Wir sind also von Lakolk wieder retour gefahren über die wunderschöne Straße und dann rauf auf Ribe. Das ist überhaupt nicht weit und in Ribe gibt es einen gratis Stellplatz. Ja, ich muss sagen, das Städtchen Ribe ist also wirklich sehr schön, hübsch. Ja, sehr hübsch. Und die Sonne hat auch wieder aufgetan, sie ist da für uns. Jawohl, aber es ist schon noch ein bisschen kalt. Also so etwas da um den Hals ist nicht schlecht. Regen und Sonne, gleichzeitig. Ja, es fehlt nur noch der Regenbogen. Ja. Ich weiss nicht, ob man den Regen sieht in der Kamera. Ich glaube nicht. Ja, doch, da. Zurück von der Stadt Ribe. Wir haben gestern Abend noch feines Nacht gegessen. Wie hat euch Ribe gefallen? Wir haben es schön gefunden. Herzig, das Wetter war super, zwar ein bisschen frisch, aber es war gut. Dann am Abend geschlafen. Ich habe wie ein Baby geschlafen, das Sven gar nicht. Ich glaube, ihm hat der Kuschelparkplatz nicht gefallen. Also mir gefällt er auch nicht unbedingt, aber ich habe gut geschlafen. Es ist ein Parkplatz, der ist gratis. Hat theoretisch Platz für, ich glaube, 16 Mobile oder so. Oder, ja, nein, mehr. Aber es hat viel mehr da und man könnte also auch Fähr- und Entsorgung machen. Ich habe jetzt allerdings gerade gesehen, ich war jetzt vorhin noch schnell draußen und es hat schon eine riesige Schlange am Morgen um 10 Uhr. Also ja, früh aufstehen. Jetzt eine andere Frage. Wie gefällt euch Ribe? Sind ihr auch schon da gewesen? Was hat euch am besten gefallen? Schreibt es doch mal unten rein in die Kommentare, es nimmt uns Wunder. Dann gehen wir jetzt weiter auf in die nächste Stadt, auf Esbjerg. Und dort werden wir die Skulpturen anschauen, die riesigen. Ich bin schon gespannt, wie gross die wirklich sind. Pünktlich zu unserer Abreise fängt es jetzt wieder an zu regnen. Aber wir gehen jetzt gleich. Wie so oft biegen wir einfach noch jemand ab, wo wir ein lustiges, sehenswürdiges Zeichen sehen. Das haben wir jetzt gemacht. Wir sind jetzt 6 Kilometer irgendwo rausgefahren. Ich glaube, dort hinten ist gerade das Meer. Und jetzt drüllen wir uns um. Hinter uns
dort, das ist eine Schleuse. Sieht also schon noch gross aus. Wir haben hier noch einen Krebs gefunden. Und ich weiss nicht, ob der noch lebt. Irgendwie habe ich das Gefühl, er lebt noch ein bisschen, aber ich weiss eben nicht so recht. Jetzt tun wir den mal ins Wasser, vielleicht ist er ein bisschen Getrocknet. getrocknet. Aber der hat irgendwie auch das Auge draussen, glaube ich. Ich glaube, der Der ist vielleicht gepickt worden von einem Vogel. Ja. Wir übergeben den jetzt wieder am Meer. Komm rein! Aber ich glaube, der ist schon am Sterben. Ja, es schade ist jetzt heute so grau in grau, darum heben sich die weißen Männer da auch nicht so ab. Wäre jetzt cool gewesen mit blauem Himmel, aber sind trotzdem eindrücklich gross. Und jetzt fahren wir weiter die Küstenader auf Den Finger sieht man nicht. und schauen, was uns entgegenkommt. Bei wunderschönem Regen sind wir jetzt eine wunderschöne Straße gefahren, die noch viel wunderschöner wäre, wenn es schön Wetter gewesen wäre. Mal schauen, was wir alles brauchen können von den Bildern, die wir gedreht haben. Das ist alles so ein bisschen. Und wir sind jetzt an einem Leuchtturm und der heisst Lingvik 4. Und das wäre noch schön, wenn wir den jetzt anschauen könnten. Jetzt, ja, es regnet heute, glaube ich, nur einmal. Der rote Punkt sind wir. Ja, da bei dem roten Punkt sind wir. Wir haben es mal wieder geschafft. Deutschland regnet es nicht, Norwegen regnet es nicht, Schweden regnet es eigentlich auch nicht. Und wir sind da, wo es schön regnet. Toll. Wir tun jetzt noch schnell etwas Kleines essen und dann gehen wir mal schauen, ob es noch ein bisschen besser wird oder nicht. Und dann gehen wir vielleicht noch schnell dort rauf. Und sonst suchen wir uns dann schon bald einen Schlafplatz für die Nacht. Wir sind jetzt hier im Hafen in Ulfborg gelandet. Und wie ihr seht, es regnet immer noch. Und was macht man bei solchem Wetter? Ein Radle! Wir sind also von unserem Gratis-Stellplatz gerade links abgebogen, sind dann an dieser Schleuse schauen, wie es dort aussieht, nachher weiter raufgefahren, den Mensch am Meer anschauen, dann ist es weiter bergauf gegangen, immer schön die Küsten an, leider halt bei Regenwetter. Zu dem Leuchtturm, den wir eigentlich anschauen wollten, haben wir dann aber nicht gemacht, sind dann weiter drauf gefahren und schlussendlich hier auf dem Stellplatz direkt am Hafen gelandet.
Mal wieder guten Morgen miteinander. Wie ihr seht, haben wir unsere schönen warmen Jäckchen an, weil es ist relativ kalt und wir befinden uns jetzt etwa in der gefühlten, ich weiss nicht wie viel Stunde im Regen. Ja, es 24 Stunden regnet es schon. Also 24 Stunden hat es jetzt voll durchgepisst, mindestens, und das soll auch den ganzen Tag heute nochmal. Und wir haben jetzt ein bisschen das Problem, dass wir ja eigentlich an der Küste angefahren sind oder haben wollen fahren, damit wir sehen, wie schön dass es dort ist. Und jetzt sehen wir eigentlich nichts von dem. Und Grau in Grau. darum gehen wir jetzt heute mal noch etwas anschauen, was ein bisschen drin ist. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen fahren. Und das ist nämlich das Snäglehaus. Wir sind gespannt. Wir mussten ein bisschen vom Regen flüchten. Genau, und dann haben wir gedacht, was eignet sich besser als ein Bunker? Wir stehen hier in einem Bunker, einer von mehreren. Was genau und wann und wo und wie, das müssen wir ehrlich gesagt nachlesen, weil das ist jetzt ein bisschen überraschend gekommen. Es ist nämlich gerade hinter dem Snäglehaus, wenn man dort den Hügel drauf geht, Richtung Meer. Dann kommt zuerst eine Strasse und hinten dran sind dann ein Haufen so Bunker. Es regnet immer noch mega fest, darum ich probiere dann mal noch eine Übersicht zu machen, damit man die anderen auch noch sieht, aber wird heute vielleicht schwierig. ja, mal schauen. Aber ich führe euch nachher, oder ich versuche euch dann noch durch den Bunker durchzuführen, weil das ist also schon noch recht eindrücklich. Am nächsten Morgen hat es uns dann weiter nördlich gezogen, immer wieder die Küste an, das Snäglehaus anschauen. Dort sind eben auch die verlassenen Bunker gewesen. Nachher sind wir ein Stück retour gefahren und sind dann da wieder an einem Hafenstellplatz gelandet. Und der ist sehr schön. Wir haben hervorragend geschlafen hier. Irgendwann gibt es dann mal noch ein Stellplatz-Review hier oben, aber das dauert noch ein bisschen, weil die schneide ich glaube alle erst, wenn wir zurück sind. Sehr ein schöner Platz, 132 Kronen und ein paar Kräscheli haben wir gezahlt hier. Hat inklusive Strom. Was man dazu kann sagen, es ist ein bisschen kompliziert und man braucht zwingend eine Kreditkarte. Nur das Bankkärtchen geht nicht, Bargeld zahlen kann man nicht. Es hat jetzt endlich aufgehört zu regnen und das heisst für uns, jetzt geht es richtig los.
Wir machen uns jetzt auf den Weg, und zwar nach... Zum Schloss Spöttrup. Im königlichen Garten. Du hast jetzt hier so einen grünen Kleber bekommen. Du bist also offiziell befugt, sich hier innen aufzuhalten. Und was hat das Ganze gekostet? Das Ganze hat 160 dänische Kronen gekostet. Ungefähr, glaube ich, 24 Schweizer Franken, wenn ich es richtig gerechnet habe. Gehen wir mal schauen, ob sich das gelohnt hat. Ja. Ich muss mir also den Kopf einziehen, weil... Das sind eben die Treppen, die ich vorher Ich kann mir noch so kleine, enge Treppen machen. Die haben einfach nicht bedacht, dass da später mal Leute auflaufen, die filmen. Lass dein Haar herunter. Ja. Also das hier war offensichtlich der Schützenboden. Der heisst so, weil das ist der Raum für die Soldaten war. Und von da hat man früher die Feinde gegen aussen mit heißem Pech und so übergossen und so bekämpft. Und anscheinend mussten die Soldaten nicht einmal von da weg aufs WC, weil es hätte also auch Geheimnis gegeben da oben. Ich nehme an, das ist dann mit dem heißen Pech und mit rausgeflossen über die Feinde. Sehr fein. Du hast gerade kochen? Was gibt's? Spaghetti Bolognese. Ich hätte aber gerne ein Fondue. Also gut, das Fondue. So, hat's Wasser. Es hat schon ein bisschen drin, ja? So. Aha. Man hat hier etwas angehängt, dass es vorne runterzieht. Ein Stein. Jetzt tun wir unsere Ausbeute. Ihr könnt ja euer eigenes Wasser holen. Ja, was soll ich sagen? Ja. Da hat mir gerade ein Vogel auf mein Broschürchen geschissen. Einfach kein Respekt für die dänischen Vögel. Einfach keinen Respekt haben sie. Also wir sind jetzt hier im Tanzsaal, du darfst jetzt ein Tänzchen hinlegen. Der Tanzsaal ist aber ganz früher ist kein Tanzsaal gewesen. Erst durch den Belov, ich weiss nicht, wie er der Bischof, er war kein Bischof gewesen. Also man muss sagen, es sind 4. 4 Besitzer in 4 Jahrhunderten gewesen. Genau, und der eine Besitzer, der Bello, der hat dann den Raum, der früher als Kornaufbewahrungsraum und dunkel war, hat den aufgepept und hat einen Tanzsaal gemacht. Das war meine Festbrüder. Pimp my home. So,
jetzt habt ihr alle gesehen, ich habe keine Ahnung von Tanzen. Also gut, du hast mich überzeugt. Ich tue jetzt mehr abwaschen im Wohnmobil. Ist ja okay, ich tue mehr abwaschen. Ich muss sagen, nicht allzu bequem. Jetzt lassen wir dich noch ein bisschen schmoren hier. Das ist in Ordnung. Ist das hier Rückentraining? So ein bisschen freundlich, bitte. Ja, die Burg, die ist also schon noch empfehlenswert. Ich finde, für die 160 Kronen kommt man doch einiges über, weil man kann sich vor allem frei bewegen. Das ist frei cool. in jedem Raum, in jede Tür, überall kann man rein und rauf und hindern und führen und ist schon noch cool. Vor allem, Also es ist noch eindrücklich. rechts Labyrinth, gell? Ja, und das Gute ist, es hat auch jede Tafel, ausser vorne im Museum, also im Eingangsbereich, aber da innen ist jede Tafel auch auf Deutsch, also man kann es auch auf Deutsch lesen und das ist hervorragend. Ja, und es ist vor allem, es ist kurz und knapp beschrieben, man weiss wie, was, wo und man muss dann nicht zeitweise lesen. Das finde ich sehr, sehr gut, weil alles andere ist einmal nicht so mächtig, oder findest du? Ja, finde ich auch. Nach dem sehr schönen Ausflug hier an der Burg geht es für uns weiter. Wenn ihr wissen wollt, wohin es uns heute Abend verschlägt, dann schaut das nächste Mal wieder rein. Nicht vergessen, abonnieren!